Heute ist Freitag, heute ist nicht der Tag für Heute probieren wir uns Alkoholtester. Ja. Grüß dich, Kid Rap. Servus, Alter. Und grüß dich, Machine Gun Tom. Leute, freut sich jetzt früh, der ist nur kurz da, damit er einen Grund hat, ein Bier zum Saufen. Weil Freitag ist. Ja. So, machen wir es immer gleichzeitig Ja. schießen. 1, 2, 3. Geil. Aber Timing hat Ja. gestimmt. Tom, Prost. Prost, Thomas, auf dich. Guten Podcast. Danke. Danke, werden wir haben. Ich weiß nicht, wer dran ist, aber ich glaube du. Ja, Okay, wow. weil ich jetzt meine Sonnenbrille aufgehabt habe, deswegen weiß ich es. Weil ich gesagt habe, ich muss nicht lesen, deswegen kann ich Sonnenbrille Ah ja, aufhaben. das macht voll Sinn. Alter, hast du gewusst, dass der Pfeifhase aka Pika macht im Winter Heu. Er sammelt und trocknet Pflanzen im Sommer und lagert sie in einen kleinen Vorratshaufen unter Felsen. Quasi wie ein kleiner Mäusebauer. Ah ja, okay, gut. Weil hätte der letzte Satz nicht gekommen, dann hätte ich gar nichts gecheckt, was da drauf cool ist. Aber so finde ich es jetzt voll geil. Ja. Wer macht das? Der Pfeifhase. Schaut für mich eher aus wie eine Maus, aber Oh, der ist ja geil. ja. Schaut Okay, aus ja, wie ein freut bisschen mich für ihn. Schön, dass umbauter Hamster. es noch fleißige Viecher gibt, die auch ein bisschen in Zukunft denken und nicht einfach nur so. Ne? Ja. Wann hat der Tom Bier with me? Nicht schlecht. Habe ich dich schon gefragt, wie es da geht? Mir geht's super. Wie geht's dir? Heute in der Früh brutal Schädel weg gehabt, weil ich mich verlegt habe. Ja, ich habe immer noch Reizweh Ja. von meinem Golfkurs. Aber ansonsten geht es mir ganz hervorragend. Ich bin wieder über die Maße gut gelaunt, weil ich jetzt ein Bier sauf. Ja, Morgen bin ich auf einer Hochzeit. schön. Da werde ich auch gesoffen. Entsprechend gut gelaunt bin ich abermals. Und Punkt 3 ist, wir haben jetzt einen Alkoholtester für insgesamt, ja nicht für insgesamt, aber für 400 € gekauft. Es ist der Träger-Alkotest 4000. Ist mit polizeigenauer Messtechnik, ein biochemischer Sensor. Das bedeutet, wenn wir uns früher nicht sicher waren, ob wir fahren dürfen, können wir uns jetzt ganz sicher sein, dass wir nicht fahren Ja. dürfen. Wird wahrscheinlich dann so ablaufen, also nur, dass ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Auftrittstag bei uns oder ein Auftrittsmorgen bei uns ausschaut. Wenn wir gespielt haben, dann jetzt haben wir meistens mit den Veranstaltern noch mindestens bis um 2 in der Früh gesoffen, Minimum. Absolutes Ja, Minimum. meistens ist es Wenn wir aber nicht länger eher, saufen, dann nur, weil man am nächsten Tag gar nicht irgendwo hin muss. ja. Ansonsten saufen wir schon meistens bis um 3, 4, 5 in der Früh. Ja. Natürlich auch diverse Schnäpse und alles, was halt gerade hergeht, was mir angeboten Was wird. das Buffet so bietet, ja. Muss schon viel passieren, dass ich zu was Nein sage, zu einem Getränk. Ich bin aber ich bin einfach schlecht drin, nein, zum sagen. Mein Golflehrer zum Beispiel, ich habe schon Golfschläger gekauft gehabt, aber der Golflehrer ist halt mein Mentor. Ja. Das ist der Mensch, zu dem ich aufschaue. Ich werde nie wieder zu jemandem so sehr aufschauen wie zu meinem Golflehrer, zum Franco Bernardi. Und der hat mir halt ein Golfset zusammengestellt und ich habe mich informiert, was das Set wert ist. Und das ist halt 15 Jahre alt und entsprechend nicht so viel wert. Ja. Und echt dumm. Es war echt dumm gewesen, das zum kaufen, weil ich habe ja schon eins, Ja, das ich mir neu gekauft habe. ja, Und ich hätte es fast trotzdem gekauft. ja. Kannst du dir das vorstellen? Und ich weiß nicht, ist das mangelndes Rückgrat oder ist das einfach wahnsinnige Höflichkeit? Also ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ich enttäusche Leute nicht gern. Nein, ich glaube vor allem, wenn da jemand gerade was beigebracht hat und du weißt, dass er hat versucht, das so leicht wie möglich zu machen, möchte jetzt, dass seine alten Golfschläger halt loswerden, damit er seine Rente ein bisschen aufbessern kann und nicht den 6. Monat Dosenravioli fressen muss. Ja, vor allem, er hat es halt auch gut verkauft. Er hat gesagt, Torbi, super Set, hat er gesagt. Für 200 € kriegst du nirgends. Tasche alleine 150. Ja, Hätte ich eigentlich machen müssen. Ja, Die eigentlich war schon, sauhässlich, die Taschen. Aber echt Leder. hey. Na. Oder Leder. Ja, mich nervt es mittlerweile, ich habe auch so viele billige Koffer und irgendwie nerven mich billige Koffer mittlerweile. Ich will jetzt einfach einen gescheiten Koffer an einem Weekend aus Zebra. Ich möchte nicht, ich akzeptiere nicht, dass sie das Wort Weekender hier durchsetzt. das akzeptiere ich nicht. Das ist ja ein geläufiger Begriff. Ja. Weil der Fabi, der Harry das verwendet hat, oder? Ja, unter anderem, aber was heißt der geläufiger Begriff? Ich will nicht, dass in Oberbayern irgendjemand Weekender sagt. Das kann ich Ja, nicht. dann meine Reisetasche fürs Wochenende. Ja, genau. Sagst du einfach eine große Reisetasche und eine kleine Reisetasche. Ja. So, das da die akzeptieren. Eigentlich ist ein Weekend eine Sporttasche, mehr oder weniger. Also sowas mit was Ja, du genau. ins Gym gehst, in den Fitnessraum. Nein, also, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Körperlicher Aber du wirst mir doch Ertüchtigungsraum. zustimmen, dass Weekender schon hart an der Grenze ist. Ja, also ich finde Weekender ist irgendwie so wie ein Handy, ein bisschen. Findest du, okay? Obwohl Handy ist ja kein Englisch Wort, aber
Ja, also ich verstehe deinen Punkt, ja, aber es ist jetzt nicht so, ich finde, es ist nicht so, wie wenn ich mittendrin literally sage oder sowas. Oder period. Ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Mir fällt gerade Geht's? Was denkst du? Denk nicht. Ja. Boah. Und mir fällt jetzt gerade kein anderer Gegenstand ein, wo man einen deutscheren Begriff dafür verwenden könnte, aber ist ja wurscht. Ja, Jetzt habe ich eine Lampe nicht angeschalten, das wird die Leute ärgern. wenn sie da blöd schauen. Muss ich schon machen. Dann mach ich jetzt. Ja. Gar kein Problem. Ja, Aber ja, ich verstehe, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, weil du hast recht, mit dem du akzeptierst das nicht mehr, dass du so viel billige Taschen hast. Die habe ich letztens bei meinem Rucksack gedacht, und jetzt muss ich Lampen. Ja. Nein, das ist schlimm. Weil klar kann ich da drin transportieren, aber wir halt. Mir regt allgemein. Aber andererseits will ich nicht viel Geld für einen Koffer ausgeben. Mir regt allgemein inzwischen billiges Zeug auf. Ja. Wir sind jetzt in einem Alter, da sollte man einfach nicht mehr das, was ich zum Beispiel heute trage. Es ist nicht mehr, also einfach so ein Basic-Shirt. Andererseits ist jetzt besser Basic-Shirts, als wir haben ja die letzten Jahre, ganz speziell ich, weil sie eine nette Passform haben, nur unseren Band-Merch getragen. Also die letzten 2-3 Jahre, schaut euch irgendeinen Podcast an, zu 90% habe ich ein Stravanzer-Shirt an. Ja. Wenn ich mal richtig gut drauf bin, das Bavarian Gods-Shirt. Ja. Irgendwas, weil halt vorne, irgendwas, wo vorne was drauf ist, damit ich mit einer Mode-Ikone fühle. Ja. Weil das sieht man im Podcast. Ja, also da gibt es zwei Ansätze meiner Meinung nach. Die eine Seite sagt, also so Business-Leute, wer macht Werbung für dein Produkt außer du? Also wenn nicht du Werbung für dein Produkt machst, wer macht es dann? Das ist der eine Punkt, Ja. wo ich sage, okay, gehe ich mit. Andererseits, ich glaube, bescheidener Call, aber wenn man eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, muss ich nicht mehr mit meinem eigenen Merch rumlaufen. Also ich bin ja nicht, keine Ahnung, der DJ Stefan, der im Turmkeller auflegt beim Rocktag, damit jeder checkt, dass ich ein DJ bin, sondern... Also ich finde, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad ist es sogar unangenehm, seinen eigenen Merch zum Tragen. Also ich war letztens beim Spätzl auf einem Konzert, der spielt in einer Coverband. Ja. Und habe eigentlich, also ich wollte jetzt gerade lernen und sagen, ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich anziehe, weil ich habe drüber nachgedacht. Und habe mir gedacht, das ist jetzt unangenehm, wenn ich mein Bavarian Gods Shirt anziehe. Ja. Und dann ist man aber, man verfolgt ja einfach trotzdem noch so in den Gedanken, ja gut, ganz ehrlich, so bekannt bist du jetzt einfach auch nicht. Ja. Was ja auch irgendwo stimmt. Ja, klar, also wir sind jetzt nicht... Ich bin jetzt noch nicht komplett Britney Spears. Nein, Elijah Buff, weißt du. Shia LaBeouf oder meinst du Elijah Wood? Ja, beide. Ja, wir sind nicht beide miteinander. Nein. Wer warst du? Sind beide klar und dünn. Ja, dann war ich wahrscheinlich beide. Das ist lustig, ja. War mal. Ja. Ich habe es dann auf jeden Fall durchgezogen und vor Ort habe ich mich dann sehr unwohl gefühlt damit und habe einige Kommentare dafür gekriegt. Okay. Ein Kommentar. Von wem? Vom Lotus? Nein. Okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar von der Ronja. Okay. Ich glaube, Ronja hat sogar gesagt. Ja, also es ist nicht, dass der Lotus uns ständig Modevorwürfe macht, aber er kennt uns halt am längsten, dass er der Einzige, der dann sich traut, hätte ich gemeint. Nein, der Lotus ist einfach jemand, der wahnsinnig gern ungefragt Kritik abbringt. Ja, kann auch sein, ja. Das ist einfach, aber eine Eigenschaft, die ich lustig finde an ihm. Also es ist also, der Lotus äußert sich auch schon auch sehr schnell zu Songs von uns und der Lotus zeichnet sich dadurch aus, wir müssen einfach jeden Song am Lotus schicken. Ja. Und die Songs, die ihm gefallen, das kann man sich sicher sein, dass nie was werden. Ja. Und die Songs, die er hasst, ja. Rocket. Ja. Raketenstart. Ich wollte auch ein cooles Wort dafür haben, gefallen. Also heute platzt die, ha? Ja, ist der ganze Da Quark. weißt du kaum Mittag, ja. Eben. Ja. Nein, also ich muss auch sagen, ich habe letztes Mal auch, wir haben das eine Los Brutalos gehabt, was Ton in Ton ist. Da geht es noch, finde ich, weil da sieht man es nicht so schnell, aber ich habe auch das normale Los Brutalos Wolper-Dinger gehabt und da ist ja so schnell erkennbar. Dann denke ich mir so, muss jetzt auch nicht sein, so draußen rumzulaufen damit. Wirkt irgendwie bemüht. Wie viele Caps haben wir jetzt für verschiedene Passformen? 2 wahrscheinlich, oder? Das ist von Bavarian Caps und Schönraumer und unser eigens, oder? Ja. Okay. Wir haben 2 eigene. Weil wir brauchen es zum Tennisspielen. Aber 2 unterschiedliche. Also wir haben einmal, Unterschiedliche Fits, meine ich nicht. Designs. Wir glauben, wir haben aktuell nur Trucker Caps. Die sind blöd zum Sporteln. Das schaut wahrscheinlich komisch aus. Nein, also es ist auch kein Unterschied. Also die haben ja vorne trotzdem
das gleiche wie alle. Also ein bisschen Schweißband und. Okay. Ja. Ah, schau ich mal. Ja. Schnurrt mal ein bisschen. Ja, sind ja unten im Keller. Für meine ganzen Tennisfreunde da draußen, bei tennispoint.de ist gerade 70% Rabatt. Okay. Habe ich heute eine E-Mail gekriegt. Keine Werbung, weil ich gesponsert werde. Ja. Auch wenn ich inzwischen auf einem Level spiele, wo man sagen kann, ja, es ist eine Frage der Zeit, bis sie auf mich zukommen. Ja, ich darf jetzt gerne von ESN gesponsert werden oder von Moor mit den Ja, ich kann nicht zusammen irgendwie so. die Getränkedinger. Ja. Aber ich glaube, sie wollen nicht, dass die Dinger so verwendet werden, wie es wir verwenden. Dann. Nein, mit Schnaps. Ja, genau. Ja. Aber du, ich meine, irgendwann hast du ja deine komplette Zielgruppe abgrast und dann brauchst du ein paar Brauchst die Alkoholiker, die wo sie einreden, dass irgendwas kurz für einen Körper dann. Ganz ehrlich, diese Moordinger werden doch ausschließlich dafür verwendet. Wofür willst du das denn sonst hin? Ja. Genauso wie sie Leute diese CO2-Kapseln holen, um sie in ein dummes Maul zum ziehen. Ja, schon, ja. Und nicht um Sahne damit zum Schießen. Niemals. Habe ich schon erwähnt? Habe ich das? Ist man es auch nicht noch. Nein. Nein, Also, okay. was eigentlich mit deiner 2 Der habe Kilo? ich jetzt mitgenommen gestern. Ah, super. Ja. Hast du es schon aufgemacht gehabt? Nein. Was, Noch bis September wo findet das jetzt Verwendung im Alltag? Ich habe die falsche Eis? gekauft, weil ich festgestellt habe, weil eigentlich war die nicht gezuckerte gefragt und das ist das Special-Ding drauf. Ich habe gedacht, es geht insgesamt um diese große Gastrosahne, dass das der Grund der Begierde ist, aber es ist für Eisbecher anscheinend geiler, wenn die Sahne nicht zuckert ist. Für manche. Das kann sein, ja, stimmt, weil das Eis ja an sich. Nein, ich mag es Zucker, das auch nicht schon. Auch gern. Ah, dann bringe ich es dir. Ja, Das gern. nur zu. Nein, Ja. das wird schon los. Das Ja. frisst schon auf. Was war sonst los die Woche? Ich finde, das ist immer schwierig, weil wir ja gestreamt haben schon, da denkt man manchmal über alles geredet, aber wir haben noch über nichts Ach. geredet. Ich finde, wenn 2 Tage dazwischen liegen, dann geht's voll. Ja. Am gleichen Tag ist komisch. Du hast deine Platzreife geschafft. Ich habe meine Platzreife geschafft. Ich bin jetzt offiziell Golfer. War gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ich bin ein Naturtalent. Braucht man jetzt auch nicht, braucht man nicht groß drum rumreden. Mein nächstes Lebensziel wird sein, Kid Rap auch davon zu überzeugen, dass er Golf spielt. Aber ich glaube, es braucht gar nicht so viel Überzeugung, sondern einfach nur ein Slot, wo er Zeit und Bock hat. Hoffe ich. Ja. Weil es ist einfach für mich eine Ja, Traumvorstellung, gemeinsam zu irgendeiner Uhrzeit. Jetzt pass auf, folgende Situation. Jetzt haben wir irgendwann einen Auftritt. Ja. Und dann sagen wir, jetzt fahren wir halt schon am Vormittag. Schmeißen wir die Ich meine es rein. ernst, Ja. wir fahren am Vormittag, sagen, jetzt spielen wir noch eine Runde Golf und dann bauen Fahren wir wir auf. uns am Suzuki hin. Ja, Alter. Also vor allem, ganz ehrlich, also die Etikette beim Golf, klar in dem Verein oder in dem Club, wo ich dann wahrscheinlich anheuere, da ist eine Etikette gar nicht mehr gegeben. Ja. Das ist also, da kann ein Lidl-Kassierer, nichts kein Lidl-Kassierer, Nein. anfangen. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Dass man sich wegen dem Gewang keine Gedanken machen muss, wahrscheinlich. Oder? Nein, genau, weil wir starten jetzt ja, wir Sonst arbeiten an einem neuen Fit, ja. Ja, Und das ist halt umso lustiger. das war eine sehr Überraschung. Ja, ja. Hören Sie jetzt Also die voll Leute werden leider. es jetzt schon sehen bei mir. Ja, ja, ich muss jetzt muss ich mich auch mal hier mal durchjagen. Ja. Durch die KI. Die ChatGPT-KI hat hart aufgeholt. Ja, Also ich meine die Bild-KI, die ist echt Ja. heftig, die ist für mich. Aber, weißt macht du, dann immer hübscher. ja, das sowieso. Ja. Es gibt, Nano Banana war ja immer so mein Favorit, Ja. Nano Banana 2. Es gibt jetzt wieder was Besseres, also unser neuer Patch ist jetzt mit Seedream 5 gemacht. Okay. Ich habe letztes Mal einen Podcast gehört von Torben Platzer, wo er gesagt hat, er verwendet eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur 2 KIs. Und das ist halt einmal Gemini. Echt? Ja, gut. Aus dem Grund, weil wegen YouTube. Wegen YouTube, genau. Ja. Und das zweite ist halt Higgsfield. Und Ja, zwar das- das 100-Euro-Paket, was du da alles dabei hast dann. Und dann Ja. musst du die App nicht mehr verlassen. Wie nennt man das, der Überbegriff? Die Oberfläche, Die oder Oberfläche das nicht mehr Tool, verlassen, weil du da alles machen kannst. Ja, wir haben ja sowohl Higgsfield Ja. als auch Magnific. Ah, okay. Also du kannst gerne mal, aber für das, was du machst, reicht der aktuelle ChatGPT. Ist das Ja. in dem Billo 20 Euro Monatsbeitrag? Kannst du so viel? Gibt es eine teurere ChatGPT-Version? Ich denke schon. Echt? Okay. Gibt bestimmt auch. Ich glaube, 100 Euro gibt es auch. Schon. Nein, Aber also, egal, aber du kannst unbegrenzt Bill. Ja. Also ich habe jetzt, mach ich nicht 100 Beutel im Monat, aber hat jetzt noch nie gesagt, dass jetzt Schluss ist. Ja. Na, Sonst, was passiert die? Also, Brauereiführung war noch. Haben wir gemacht, waren wir bei Schöndrama, kennst bald ein Reel sehen, wie der Harry und ich eine höchst professionelle Brauereiführung bei Schöndrama machen.
via Video. Der Matthias hat darauf bestanden, das ist ein Mitarbeiter von Schönraumer, seine Hosen auszuziehen. Wir haben ihm davor abgeraten aus Marketing und aus PR-Gründen. Du bist ja ein normaler Mensch, haben wir gesagt. Richtig, du musst du dich ja so die Leute anbieten für die Klicks, sage ich. Für die Klicks. Also ist ein lustiger Gag, Hosen ausziehen. Aber für die paar Lacher, sage ich mal, so seine Würde so komplett über Bord zu werfen, ich weiß ja nicht, habe ich gesagt. Es ist eigentlich, wir lachen drüber, es ist traurig. Ich finde es traurig, es ist ein ganz trauriges Würstchen. Nein, muss man jetzt wirklich sagen, ich weiß nicht, was Schönraumer da sich gedacht hat. Ja. Ich habe gesagt, ich mache seinen Job, ist überhaupt kein Problem. Aber ich spiele mit offenen Karten, ich kann nur Teilzeit, ich kann nur 5 Stunden in der Woche. Ja, maximal. Wirklich, und da muss ich flexibel sein können. Ja, klar, Gleitzeit. Weil, genau, und wenn jemand einmal anruft, es kann ja da sein, dass ich eine Stunde davor sage, es klappt heute gar nicht, ich bin in Italien. Ja. Das habe ich nicht wissen können vor 2 Stunden. Und ich bin im nächsten Quartal wieder voll für euch da. Ja. Stunden schreibt es mir bitte gut. Ich werde ab dem 2. Tag werde ich einer schreiben, dass ich Stunden abbaue. Ja. Mir ist wichtig in so einem Arbeitsverhältnis, dass man einfach nicht aufhört, miteinander zu reden. Nein. Dass ich jetzt sage, ich kann nicht kommen nächste Woche, Chef. Ja. Dass er dann sagt, ja super, dass du das sagst. Ja, nein, das ist schon. Ehrlichkeit wert am längsten. Eben. Vor allem jetzt, wo der Merz und seine Regierung ja beschlossen haben, dass man sich ab dem 1. Tag eine Krankschreibung holen muss. Jawohl. Ja. Gut, da muss man doch jetzt sagen, man muss jetzt seitdem ich weiß nicht, es hat ja lang, hat eine Krankschreibung per Telefon gegeben. Ja, hast du 2 Tage gar nichts machen müssen. Ich weiß schon. Ja. Aber ich meine, ich finde das tatsächlich, also bei dem ganzen Scheißdreck Zeigel, was der Merz veranstaltet, finde ich das nicht tragisch, weil ich mir denke, jetzt vor allem, wo du einfach anrufen kannst und der Arzt gar nicht nachfragt, dann. Aber, also du kriegst dann quasi die Krankschreibung einfach so, oder wie? Also zu Corona-Zeiten haben sie es halt eingeführt und dann, glaube ich, nur lang laufen lassen. Und ich weiß, dass es im Gespräch war, das wieder abzuschaffen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es schon abgeschafft worden ist. Aber Fakt ist, dass lange Zeit einfach übers Telefon gegangen ist. Und dann denke ich mir, ja, dann, wenn das so ist, dann andererseits ist dann doch auch schon wieder wurscht. Also ich glaube, der Merz oder die Regierung hat ja das gemacht, damit man konkurrenzfähig bleibt und die Leute fleißiger bleiben, also länger in die Arbeit gehen. Ich glaube aber, dass das... Der Typ ist einfach 18 Generationen hinterher, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin auch nicht der große Profi, aber wie viele verfickte Studien, Tests, was auch immer, Testläufe, Testballons gibt es, wo die 4-Stunden-Woche einfach sie als... Ne, 4-Stunden-Woche wahrscheinlich, aber... was habe ich gesagt? 4-Tage-Woche. 4-Tage-Woche, 4 Tage Woche, meine ich natürlich. 4-Stunden-Woche ist, worauf wir hier arbeiten. Das, was wir machen, ja. Muss man aber auch nochmal sagen, das ist wahrscheinlich wahnsinnig branchenabhängig, weil wenn ich jetzt Fließbandarbeit habe und die anstelle von 5 Tagen nur 4 Tage in der Woche arbeiten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das produktiv ist. Ich finde 2 Punkte lustig. Also ich glaube, dass der Deutsche an sich schon ein fleißiger Mensch ist. Also ich glaube, dass wenn Deutsche können arbeiten und zweitens, wenn du 2 Tage krank bist und ich muss halt am 3. Tag zum Arzt gehen, ist das für mich ein Grund, auf jeden Fall wieder in die Arbeit zu gehen, weil ich keinen Bock habe, zum Arzt zu gehen. Und ich glaube, also es war schon immer, ich habe das nicht ausgenutzt, also ich bin halt dann, wenn es mir schlecht gegangen ist, 1 Tag oder 2 daheim geblieben. Und die meisten Sachen sind ja dann auch wieder geregelt, ein bisschen Scheiß, ein bisschen Kopfweh und dann... Also wenn jemand sie bewusst krank machen will, dann findet er eine Lösung. Ich finde das okay. Also ehrlich gesagt. Und dann, glaube ich, jetzt, wenn du zum Arzt gehst, also wenn ich ab Tag 1 zum Arzt gehe, lasse ich mir die ganze Woche krank schreiben. Ja, aber garantiert. Vor allem dann nicht, nein, bitte nur 3 Tage, dass ich dann wieder helfen kann, sondern lasse ich mich einfach krank schreiben, die ganze Woche. Da muss ich schon sagen, ich liebe ja das, was wir machen, beruflich. Ja. Also nach wie vor dieser Luxus, sie in der Früh nie zum Denken, fuck, ich muss in die Arbeit. Ja. Aber als ich hier mein Lungendings gekriegt habe und dann der Arzt zu mir sagt, ja, ich darf mir jetzt 4 Wochen krank schreiben, dann sage ich, okay, das ist blöd, weil ich bin selbstständig, es bringt mir wenig. Und sagt er, oh. Und ich habe mir schon gedacht, weil er wirklich eine Zeit lang nicht so 100% fit war, ich dachte, wow, 4 Wochen jetzt gar nichts machen, bei vollem Gehalt. Das war schon geil gewesen. Ja, man muss ja sagen, so eine Krankschreibung kommt ja auch nicht von ungefähr. Nein. Also wahrscheinlich die 4 Wochen waren nicht nötig. Also jetzt sage ich mal, ohne dass jetzt genau das Krankheitsbild geht. Sicher nicht. Sage ich, aber ich schätze, 2 Wochen waren sicher richtig gut gewesen. Eine 3. noch nachhaltig und eine 4. geben es einfach nur, um sicher zu geben. Ja. Und
Du hast 3 Tage wahrscheinlich, so üblich. Ja, also. Wie oft wir uns hier gegenseitig anstecken in diesem Büro, wenn man sich denkt, ich muss weitermachen, Ich glaube, es gibt nie einen Zeitraum, wo keiner krank ist. Nein. Ein bisschen krank ist immer jemand und wenn jemand nicht krank ist, dann fällt einem was anderes. Da wird uns halt kurzzeitig klar, dass wir alkoholkrank sind. Angeblich. Ja, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Absolut. Ja. Kick im Ponga haben wir noch gehabt. War eine nette Veranstaltung auf jeden Fall, Summer Opening. Wir haben sehr gut gegessen, muss man sagen. Fantastisch. Im Havanna, schaut es vorbei, wenn es da mal seid. Schickes Restaurant. Ja. Nette Kellnerinnen und Kellner. War fein. Dann habe ich noch, du bist heimgefahren, weil du einen Platzreifekurs gehabt hast. Und ich bin mit dem Tom und mit dem Cats Music, der wo diesmal unseren Ton gemacht hat, Dublin, ein bisschen gesoffen. In der Küche? In der Küche, erst noch normal, ein bisschen mit den Leuten, dann in der Küche mit dem Personal. Und dann haben wir noch gesagt, weil wir beim Raufgehen vom Restaurant gesehen haben, dass es noch das Rumpelstilzchen gibt. Und es hat sehr vielversprechend gewirkt und es hat noch eine Stunde aufgehabt. Super. Sind wir schnell hin, jeder hat sich ein Getränk geholt, was irgendwie, ich fand es interessant, weil normalerweise, wenn wir Getränke bestellen, bestellen wir alle immer das Gleiche. Also meistens, also entweder halt alle ein Bier oder halt alle Mischel XY. Oder ein Weißbier. Ja, wird nicht lang rum da. Und da hat jeder irgendwie ein eigenes Getränk gehabt. Ja, ich wollte einen Jäger Bull, der Tom wollte einen Cuba Libre und der Max wollte einen Rüschel. Er wollte einen Rüschel. Ja, klar. War aber wirklich ein Rüschel, das war jetzt so ein kleiner Cognac-Glasl dann drin. Das wäre ihm gestunken haben. Ja. Und dann ist eigentlich das einzige Erwähnenswerte, was passiert ist. Wir sind dann mit den Getränken raus, weil es drin so dampfig war. Und dann sind 3 sehr beleibte Mädels raus und haben rumblärt: Du Junkie, du bist so ein scheiß Junkie, Alter. Nein, das gibt's nicht. Hat 100-mal das Wort Junkie gesagt. Ja, dann jetzt 2 Freunde nachher, wie so aufgeschreckte Hühner. Also war gerade der Fuchs in den Steuer reingekommen, sind da draußen rum. Hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Haben wir ein Glasl fallen lassen, haben es nicht aufgeräumt, einfach wieder reingegangen. Das mag ich gern. Ja. Und dann sind die wieder reingegangen und dann hat es so 10 Minuten gedauert. Dann sind die 3 besagten Damen und ein Typ rausgekommen. So ein typischer ein dürrer Typ. Ja, dürrer Typ, der wo halt selbst so. Dominik. Ja, genau, ein klassischer Dominik. Ja. Und der hat es dann versucht, sich zu artikulieren, aber war schon relativ besoffen oder vielleicht auch auf Drogen nach dem Junkie-Vorwurf, aber es gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Und auf jeden Fall ist eine von den Weibern dann auf ihm losgegangen und der Klassiker halt, er hat halt so seinen Arm hochgekommen und so ein bisschen nach vorn und dann ist die halt umgefallen und das hat so unwürdig ausgeschaut. Die hat schon gute, ich schätze mal schon, dass die so, ja, das war relativ klar, aber 110 wird es schon gehabt haben. Oh, das ist stark. War schon ein Wammerl. Und die ist halt dann umgefallen in Zeitlupe, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist dann das auf dem Boden gelegen und die anderen 2 haben dann noch viel mehr herumgebläht, wie in diese Schlägerei-Videos in der Bronx, wenn ein paar Mädels in der Hut. Ich habe mehrere Fragen dazu. Erstens, es waren ja noch 2 Passantinnen dabei, also 2 von ihren Freundinnen dabei. Ja. Geschubst worden ist dann nicht die Aggressorin, sondern eine andere. Aber die ist doch nicht geschubst worden. Er hat sich abgewehrt und nach vorn drängt. Dann war es aber eine Aggressorin. Ja, stimmt, ja. Aber nicht die Haupt. Also okay, nicht die Haupt. Nicht die Junkie rumgebrüllt hat. Nein. Okay, ja, dann mal die erste Frage. Wie oft hat man Bauch gesehen? Ja, gar nicht so oft. Weil das ist eigentlich immer so das... Ja, die hatten so klassische Tops, so, die wo halt unten kein Bauch, nirgends Bauch. Also, du hast T-Shirt schon. Nein, aber freiliegend. Nein, freiliegend wenig Bauch. Tatsächlich. Okay, na gut, das ist enttäuschend. Punkt 2. Ja. Die anderen 2 Girls, als sie hingefallen ist, haben beide ihm angegriffen, hat eine vorher ihrer aufgeholfen. Was ist passiert? Ja, das ist dann alles relativ schnell gegangen, weil ich habe dann auch überlegt, ob ich irgendwas machen soll und habe mich dann aber dazu entschieden, dass mir das nicht wert ist, dass ich mit einem Streit vor ein paar Drogensüchtigen einmische. Und dann ist auch schon der Taxifahrer gekommen und hat eine von denen, wo immer Junkie bläht, hat weggezogen, weil die ist, nachdem die geschubst worden ist, dann auf den Typen, wollte auch auf ihm losgehen. Ja, klar. Und dann haben sie schon die Leute haben sie schon eingemischt. Und dann ist der Taxifahrer ausgestiegen, hat so mehr oder weniger so ein bisschen so einen Schwitzkasten genommen. Das ist die Frau. Die Frau, ja, und hat gesagt, das hochst du ins Taxi. Geil. Ja, du brauchst mal mit dem Taxifahrer das regeln. Ja, und als das eine Huhn dann im Taxi war, sind die anderen noch. Ja, und dann sind sie auch heimgefahren. Ja. Stark, und der Typ ist wieder rein. Super, okay, also besser kann eigentlich so ein Konflikt nicht beendet werden. Ja, da war noch eine ältere Taxifahrerin, die ganze Zeit blärt hat, dass sie die Polizei ruft. Das heißt, dann ruf doch einfach. In der Zeit, wo du schreist, dass du das machen wärst, hättest du das schon 6-mal gemacht. Nein, das war so das, was dann passiert ist. Ja. Das war das Highlight. Ja. Wie lange habt ihr gesoffen? Wann bist du heimgefahren und hättest du schon fahren dürfen? Der Tom ist gefahren.
Warum? Weil Also super, er hat dann am Abend davor gesagt, ja, weil ich habe gesagt, wir können frühstücken und dann legen wir uns noch mal hin, bis wir raus müssen. Und dann hat der Tom gesagt, nein, er kann schon fahren und dann können wir im Auto pennen. Und dann habe ich gesagt, okay. Okay. Ja. Und dann sind wir halt um halb 11 oder wenn es Frühstück gehen wir zum Frühstücken gegangen. Halb 10 eigentlich. Halb 10, ja, kann er sein. Hat zumindest der Rezeptionist gesagt. Ja, also sind auch immer wieder Leute zum Frühstücken gekommen, ich glaube, es ist noch ein bisschen gegangen. Ja, nein, ich glaube, wir waren dann um 3:30 im Bett und dann, 5 Stunden Schlaf. Ja. 6 Stunden. Aber mir ist super gegangen. Also, ja, gut, wenn dann nochmal sauber gesoffen worden ist. Nein, ein paar Rüsch. Ja, doch, also in der Küche schon, haben wir schon. Da war so eine kleine kurze Druckbetankung. So ein paar Pilze, Jäger Bull, Jägerstamperl, noch ein paar andere Probierschnäpse aus dem Sind Haus. die restlichen Schnittchen noch gegessen? Nein, die sind sofort weggeräumt worden. Schade, weil die waren echt fantastisch. Ja. Okay. Ja, das war's. Dann kommen wir jetzt ja schon zum Thema der Woche. Oh, ja. Karma is a bitch. Uff. Ja, glaubst du an Karma halt auch? Irgendwie schon. Ja. Nicht wahrscheinlich in dieser klassischen Auslegung, aber also ich hoffe es ja nicht so 100%. Ja. Nein, man muss ja schon sagen, wir sind ja überwiegend gute Menschen. Ja. Wir sind lustig geschert, Ja. aber Also es gibt auf jeden Fall schlimmere Menschen. Das kann man schon tausendmal. sagen. Eigentlich ist das Schlimmste, wir sind nicht freche Wichser. Ja. Die machen sie über alles und jeden lustig, aber echt geschert oder gemein oder böse zu einem Menschen oder einem wirklich was angetan, haben wir eigentlich nie. Es hat ja, wie gesagt, mal die kleine Phase in der Schule gegeben. Aber auch da also wir waren ja nicht die Mobber, aber das haben wir auch schon 100-mal Zeit, die schwache Mobben, sondern wir waren die Leute, die haben wir die Eltern testen. weggemobbt. Ja. Wir haben in der 6. haben wir Leute in der 9. Ja. Aber wurscht, ja. Ich glaube an Karma irgendwie ein bisschen. Ja. Ja, ich glaube, dass man sich dann vielleicht oft irgendwie einredet, so wie Schicksal, so ein bisschen, sodass das vorherbestimmt ist. Aber ich glaube, dass wenn man auf jeden Fall positiv und mit Leuten gut begegnet, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass einem einmal was Gutes passiert, wie wenn man jetzt die ganze Zeit ein richtiger Wichser ist. Ich glaube, sorry. Na, Ich glaube, mit dem Karma ist wie mit dem Rache. Ja. Die Wissenschaft sagt ja scheinbar, dass sie die Lunge, wenn du nur aufhörst zum Rauchen, Ja. brutal gut regenerieren kann. Ja. Und ich denke so, es ist nie zu spät im Leben, ein guter Mensch zu werden. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand, also bis zu einem gewissen Punkt, also du hast ja einen brutalen Schaden, Ja. ich glaube schon, dass sie Leute ändern können. Ja. Und wir sind ja Katholiken, wir können einfach beichten. Und dann ist alles wieder cool. Ablassbrief, ich beichte gar nicht. Ja, stimmt. Ich gebe denen einmal 500 Euro. Ja, sag jetzt Haben wir gesagt, machen wir mal wieder, oder? Ja, Online-Ablassbrief. Online-Ablassbriefe, das wird so einschlagen. Sag ich, hey, mach mal wieder rein, dass der Jesus um seine Fotzen halt, wenn ich raufkomme. Oder wer der Petrus steht am Tor, oder? Weil ich habe null Bock auf die Diskussion. Ja. Sag ich, ich habe bezahlt. Ja, ich bin jetzt den ganzen weiten Weg hier aufgekommen, ich habe gezahlt und außerdem habe ich noch nicht gesehen, ich möchte ein anderes Zimmer. Ich möchte irgendwas mit Blick auf Ding. Ja, ich habe Haar im Bad. Erstens die Diskussion, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich muss in die Hölle. Ja. Dann sag ich, was soll ich wegen jetzt der ganzen Fixerei. Sag ich so, Bro, was ist los? Was ist denn los? Ja. Was meinst du, sich ja oben im Himmel machen wird? Ja, dann hätte man alles voll wechseln. Ja, sage ich, hätte mir Gott keine gesunde Hand und alle 3 Minuten einen Ständer bescheren sollen, wenn ich nicht die ganze Zeit wichsen soll. Ja. So, Andere täten sich so einen Ständer wünschen und die sollen einfach liegen lassen. Nein. Gott. Nein. Ja. Denkst du, du hast gutes oder schlechtes Karma? Gut. Ich glaube, dass ich im Plus bin. Ja, ich glaube auch gut bis neutral. Ja, nein, ich glaube schon. Ja. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal sogar geredet, dass wir ein paar nette Songs gemacht haben. Vielleicht ist Sabrina deswegen draufgekommen. Ja. Kann schon sein. Okay, welcher Promi außer Hitler in Deutschland hat das schlechteste Karma? Lass mal Politiker raus. Ja, voll. Ja. Von denen habe ich gar keine Ahnung. Nein. Ich habe letztens erfahren, dass der Zverev, Tennisspieler, den der Stefan auch hasst, scheinbar 2 seiner Ehefrauen geschlagen hat oder wegen häusliche Gewalt Anzeigen hat. Mutmaßlich. Ja. Hier. Die Unschuldsvermutung, ja. Ich schätze mal, er wird schlechtes Karma haben. Wobei man natürlich nie weiß, was diese Zimtzicken sich vorher geleistet haben. Ja. Weil ist klar, dass er, wenn das ihm das Babolat Pure Drive mal ausrutschen kann,
dass es dann so ein 210 km/h Aufschlag voll auf den Zopf gibt. Ja, heute Hammel, gestern gab es Hammel. Ja. Verdammt, wenn es morgen nicht wieder Hammel gibt und dann Putz. Gibt es einen Schläger im Futzen? Ja. Das ist eigentlich die Der gleiche Campino. Frage. Ja, safe. Und jetzt ein Kreuzzeichen, weil die Toten Hosen anscheinend aufgehört haben. Oh Gott, das war so schön. Ja. Also eigentlich mag ich nur einen Campino nicht. Die anderen sind ruhig weiter, Garage, in der scheiß Garagenband weiterführen. Ja. Und können dann noch ein paar freche Songs über... Nein, nicht mehr Campino. Ich glaube, der Oliver Pocher, der da rechtlich schlecht kam. Der ist einfach nur traurig. Dieter Bohlen. Das ist, sagen wir ehrlich, das ist voll Spaß dabei. Das sind alles so Leute, die kann man nicht ernst nehmen. Eigentlich, ich finde, es muss eine ernstzunehmende Person sein. Ja. Weil ich kann einen Pocher oder wie heißt der? Ja, aber ich finde beim Bohlen auch so krass, wenn man sich da, also auch bei DSDS, klar, er ist ein guter Musikproduzent anscheinend. Ja. Aber er urteilt ja über den Gesang von Leuten, als war er selber ein Goldkehlchen. Das habe ich noch nie gecheckt, weil Leute so lange in der Branche arbeiten können, eben sie ein Urteil erlauben, aber dann nicht hören, wenn sie selber komplett scheiße sind. Ja. Also ich behaupte mal, ich kann mich musikalisch sehr gut und ehrlich einschätzen. Ja, also man ich weiß, dass ich kein scheiß Top-Sänger bin, aber ich weiß, dass ich die meisten Töne triff und ich weiß, dass ich die Töne, ich weiß auch, wenn ich einen Ton mal nicht getroffen habe. Ja. Ich weiß, wenn ich auf der Bühne verkackt habe, ich weiß, ich sehe das alles. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie sich schön reden oder... Ja, ich glaube, manche Menschen blenden das einfach aus. Und das ist ja auch irgendwo ein Segen, weil du marschierst schon durch. Es ist ja auch bei vielen so Malle-Sänger oder sowas, die auch nicht so viel kennen dann und trotzdem sehr impulsant singen. Oder auch früher, die zu DSDS kommen und denken, weil einer Mann gesagt hat, sie können singen. Mhm. Ja. Wer hat noch Bad Karma? Kann den nicht erwähnen will ich noch von den ganzen Chlorhäusler in Bayern. Ich glaube irgendwie, frage mich nicht warum, ich glaube Till Schweiger. Mhm. Ich wollte den anderen sagen, den anderen deutschen Schauspieler. Es gibt noch einen eigentlich. Nein, den jungen Till Schweiger. Schweighöfer? Ja, genau. Glaubst du? Nein, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Dann... Der Klaas. Klaas? Ja. Ich glaube, der hat richtig Dreck am Stecken. Ja, das ist ein richtiger Drecksaus, ja. Der Olli Schulz. Ja, klar. Ja. Und jeder Isar Ranger. Ja, die ganzen prominenten Isar Ranger. Ja, wer auf der Welt hat jetzt keinen Bock. Was? Auf der Welt? Nein. Ja. Trump. Ja. Epstein, aber... Ja, der Epstein wahrscheinlich, ja. Mein Gott. Du weißt auch nicht, dass er alles hört. Nein. Bist du in der Zeile verrutscht, oder? Nein, es ist noch was mit der Hand eingeschrieben worden. Nennt 3 Dinge, die die Zuhörer ab heute machen sollten, um ein besserer Mensch zu sein. Los Brutalos hören auf jeden Fall, unseren Podcast hören, unseren Stream schauen. Ja, das ist gut, ja. Das ist eigentlich alles, was du machen musst, um ein guter Mensch zu werden, weil du kannst ja dann, da kriegst du kompakt und gebündelt, ohne viel Blabla, so viel Wissen, so viel Kompetenz und auch so viel Empathie auf einmal, dass du ein guter Mensch werden musst. Mhm. Ja. Ich habe 3 Tipps. Nummer 1, wenn jemand ein Ringelstädter Album hat, was soll er damit machen? Den Müll schmeißen wahrscheinlich. Genau. Punkt 2 ist, schaut bei Lebensmitteln auf Haltungsstufen. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich bringt, aber es gibt euch zumindest ein bisschen ein gutes Gefühl. Punkt 3, schaut, dass ihr ein besserer Mensch werden. Egal. Ich springe ein bisschen, schaut, dass dein Körper so gesund hält, so healthy hält, dass ihr immer saufen könnt. Und sauft nur dann, wenn ihr wisst, dass ihr im Suff nicht komplette Arschlöcher werdet. Los Brutalos Favorites. Bier. Sympathische Promis. Oh, was ist denn immer mit den scheiß Drecks-Promis? Das sind wir die verfickte InTouch. Ja, ich kenne heute. Wir sind so scheiße ich-bezogen. Wir leben in unserer kleinen KidRap.1. Ich würde beim Harry anfangen und es dann aufzeigen, ja. KidRap, Harry. Und ich muss da die komplett rausnehmen. Und wen gibt's noch? Nur wenn es um Essen geht. Ja. Ich habe letztes Mal, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und da habe ich genau gewusst, dass du jetzt über was nur so übertrieben positiv redest, weil wir
weil du gerade gefilmt wärst. Und es war, also das, was du da gegessen hast, war gut, aber es war nicht so gut, wie es das du beschrieben hast. Ich wollte nicht unsympathisch Ja, du wirken, hast oder den ich habe Flock versucht halt so, entgegenzusteuern. ja, hast versucht, ein kleines Augenfunkeln aufzusetzen und ich habe mir das gedacht. Ja, Hat aber nicht hingehört, oder? also, ich glaube, der Pöbel hat schon. Aber das genau gewusst, was gespielt Ja, okay. also wie Und gesagt, ja. das, was wir da gegessen haben, war okay, war gut, aber es war nicht so, wie es das du beschrieben hast, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich tue mein Bestes, um diesen Ruf loszuwerden, seitdem ich so über den Shake gehört habe. Der war aber auch wirklich nichts Besonderes. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in meinem Leben, glaube ich, sehr, sehr wenig gute Shakes getrunken habe. Also wirklich top ist der von Five Guys. Das ist Punkt. Ja, und wo war wir? Der dritte sympathische Promi ist der. Wen mag ich denn in Deutschland gern? Ich kenne Deutschland nicht mehr. Ich glaube, ich mag ein Ding, wie heißt der denn? Ich kenne seinen Namen nicht. Ein Schauspieler, dunkelhaarig, Vincent Wilmer hat irgendwie die Hauptrolle gespielt. Googelt's. Nämlich den. Wem da der Bier saufen, das ist für mich sympathisch. Aktuell. Ich glaube, der Zabex, den finde ich sympathisch. Aber das ist, glaube ich, keiner, mit dem du gut saufen kannst, habe ich das Gefühl. Naja, nicht mehr wahrscheinlich, nein. Aber ich glaube, 2, 3 Bier gingen schon. Aber ja, der ist ein witziger Kerl. Er ist noch sympathisch. Aber Promi, das ist ein Streamer, den kennt kein Schwanz. Nein, stimmt, ja. Ich finde, der Bones wirkt sympathisch. Der ist so ein bisschen humble. Also auf seine Art. Auf seine Zeugwaffen in der Story-Art. Ich glaube, mit Vanessa Meiner saufen, weil ich scharf finde. Ja, ich glaube, die ist auch sympathisch. Ja. Geht es darum ums Saufen? Nein, ich weiß sympathisch. Ja, schon, aber ja, doch, ich glaube, dass die ganz sympathisch sein kann. Okay, 5 Fragen. Welcher Song löst bei euch direkt Tanzdrang aus? Beziehungsweise macht direkt gute Laune? Ich finde, wenn man jetzt, also ich finde 18 macht Bock, sich zu bewegen. Also jetzt gehen wir von unseren Songs aus. Ja, nein, das steht sogar bei euch. Nein, bei welchem Song nicht? Ja, das ist für mich ein Song, wo ich mich echt sehr gern. Man sieht es auf der Bühne nicht, weil ich mich eben nicht gut bewegen kann, aber ich versuche es. Der ist wahnsinnig danceable. Ja. Welcher Song macht direkt gute Laune? Sonst. Also, wo ich halt wegen Guardians of the Galaxy immer gute Laune kriege, ist Pina Colada. Oder wie heißt der Pina Colada? Ja, ich glaube, der Escape heißt eigentlich. Colada. Aber der allererste Song, der kommt im Ding, ist ein awesome Mix. Ja. Da sind insgesamt ein paar Brecher dabei, wo wir gute Laune machen. Es gibt auch einen, der immer zum Tanzen führt. Ja, zum Tanzen bringt mich nichts. Nein, aber zum Ding natürlich. Low. Yeah. Ascher stark, ja. You got this apple bottom jeans, it looks with And We Danced. And We Danced, ja, stimmt. And We Danced, da glaube ich, da können wir, weil es gibt wenig Songs, die so schnell gute Laune machen, als And We Danced von Macklemore. Ja. Was macht ihr selbst, obwohl es bei anderen nervt? Reden. Ja, schon leben. Ich höre uns selber viel lieber reden als die meisten anderen. Ich glaube, Meinung haben. Ab und zu ist sie ekliger, wie es mir selber gerne anschauen hat. Das Duschen, der ein bisschen tropft. Okay. Ja. Weil ich bin ja da beim Beobachten und auch was Geräusche angeht, schon empfindlich. Und ab und zu denke ich mir, bist schon ganz schön ein Bauer geworden, Kid Rap. Ja. Okay, ich hoffe, was auf uns beide zutrifft. Ja. Ich schweife beim Zuhören von Leuten hin und wieder ab. Gedanklich, also manchmal, wenn es halt einfach langweilig ist oder ich gerade was anderes mache. Also pass auf, manchmal ist es gar nicht langweilig, aber bestes Beispiel unsere Streams, wenn ich halt dann einen Kommentar lese und du erzählst was, dann ist es halt sehr unhöflich eigentlich zu lesen und nicht zum Hören. Ja. Das nervt mich wahnsinnig bei anderen, aber mache ich selber auch. Ja, atmen halt. Ich mag nicht, dass andere Leute atmen oft. Allgemein nicht, dass die mit mir auf der Weitseite ohne
das vorher mit mir abgesprochen zu haben. Na. Ja. Ich glaube, ab und zu fahre ich ein bisschen knapp raus, wo ich mich bei anderen aufregen darf. Also vielleicht. Ich muss sagen, dass ich echt ein richtig solider, also ich meine ein richtig fairer Autofahrer bin. Also eigentlich lasse ich mir da selten was zur Schulde kommen. Ja. Also ich bin jemand, der nicht auffährt, ich bin jemand, der eigentlich ganz selten knapp rausfährt. Also ist ja auch nicht zu knapp. Was mir immer brutal aufregt, was die größten Hurensöhne sind im Straßenverkehr, ist, ich fahre raus und ich bin dann, bis er da ist, eigentlich auch schon auf 100 und er fährt trotzdem so nah auf. Obwohl der Gas eigentlich schon Business so, ich war ein bisschen knapp dran, aber du hättest einfach 1 Sekunde vom Gas runtergehen können und dann war es für die und für mich gar kein Stress gewesen. Ich fahre aber einen scheiß Mercedes. Ja, der ist in 3 Sekunden auf 200. Schon, ja. Kann ich gleichzeitig mit dir rausfahren. Ja, und überhol dich noch, durch. Ja. Thema Straßenverkehr, kennst du die Leute? Die macht mich wahnsinnig sauer. Pass auf, von links kommt der Auto, ich stehe hier an der Ausfahrt, von links kommt der Auto. Ja. Vor mir fährt jemand raus. Ja. Relativ knapp. Nicht zu knapp, aber schon relativ knapp. Ja. Kennst du die Leute, die dann direkt auch mit rausfahren und sogar noch einer und denken, okay, der da vorne ist auch schon langsam, das legitimiert mich jetzt dazu, die Schlange nicht zu vergrößern, aber das macht einfach keinen Sinn. Also bloß weil vor mir noch jemand rausfährt, rechtfertigt das nicht, dass ich jetzt auch noch mit rausfahre, weil einfach andere Situation ist. Ich bin ja langsamer als der vorne. Also, das macht mich tatsächlich relativ sauer. Ja, so ist es. Wie stehst du zu Frauenfußball? Ist mir total egal. Ich habe keine Meinung zu Frauenfußball. Soll's machen. Ich schaue mir auch Männerfußball nicht an, außer es ist WM und da haben sie uns ja komplett enttäuscht. Das ist witzig. Sie waren raus und ich habe gekriegt nichts mehr mit von der WM. Nicht so, dass ich vorher komplett into it war, aber ich war schon bereit, ein paar Public Viewing Sessions zu machen. Es war halt beim Haarschneiden witzig, also beim Boda, wo es dann hat, Frankreich so und so. Und ich, Bro, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer in Frankreich spielt. Ja, hin und wieder schwarz, Gott sei Dank war es eine. Was ich mitgekriegt habe, ist der Haaland, da habe ich ein paar Sachen mitgekriegt, dass der anscheinend so krass ist. Der ist ein grober Typ, ja. Also. Das war das Einzige eigentlich. Ja. USA raus, Gastgeber raus, das habe ich mitgekriegt. Weiß ich nicht. Schweiz ist noch dabei. Das war so das Einzige, was sich noch ein bisschen lohnen dazu als Deutschsprachiger. Also Frankreich, Spanien jetzt, oder? Ja. Und Schweiz dann Schweiz ist noch dabei. Gegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich nicht gemerkt. Norwegen wahrscheinlich. Kann es sein. Weil es ja Halbfinale, oder? Jetzt ist nein. Erst Viertelfinale? Ja. Sicher? Ja. Wie sicher? Sehr sicher. Sehr sicher. Okay. Welcher Job ist underrated? Ja klar, da kann man jetzt die Populisten-Antwort geben, so Krankenpfleger. Underrated, aber ist ja nicht underrated, ich glaube, es ist nur unterbezahlt auf jeden Fall für den. Ich hab einen Job, der wahnsinnig underrated ist. Für mich sind Busfahrer wahnsinnig underrated und zwar tatsächlich einfach nur, weil es mit so viel Arschlöchern umgehen müssen, Punkt 1. Aber man darf nicht vergessen, dass wie viel passen am Bus? Also sitzen meistens so 50, stehend 80. Nehmen wir mal 50. Dieser Kinder. Mensch hat einfach das Leben von 50 Leuten in der Hand. Ja. Und zwar sind das ja auch, also ich sage mal, das ist ein wildes Potpourri an Menschen, die Busfahrer werden können. Ja. Und da waren auch, Kidrap war lang Disponent, waren jetzt nicht immer nur 10 von 10 Menschen dabei, die das sagen. Nein. Und ich meine, ein Pilot, klar, in einem Flieger sind noch mal ein bisschen mehr. Und wenn so ein Flieger abstürzt, ist es halt noch mal ein bisschen absoluter wie jetzt bei einem Bus. Aber trotzdem, das finde ich richtig, richtig geisteskrank, welche Verantwortung man als Busfahrer hat. Vor allem, mit wie viel Ablenkungen du kämpfen musst, weil eben ja so viel Abfall am Bus ist. Ja, die ganzen Kinder und so sind ja richtige Bastarde im Bus. Also weiß ich ja selber, wie ich war. Ja. Da wird rumbläht, vor allem in Homburg, der Weiberbus war ganz schlimm. Da war ein Lautstärkepegel, Alter. Ja, das hat gestunken, das ist Wahnsinn. Das hat gestunken wie ein Kurs Marshall. Ja, das ist wirklich so, das hast du dir nicht geben können. Ja. Und das war für mich das Allerschlimmste, weil ich bin jemand, ich steige im Bus ein und das war früher schon so, wenn keiner da ist, mit dem ich ratsch, nicht bis ein bisschen weg. In diesem Homburger Frauenbus war das nicht möglich, weil die geschrien haben wie am Spieß. Die haben gebrüllt, die haben gegackert. Das war so nervig. Das war so eine Frequenz.
Wenn ich dann gemerkt habe, fuck, ich habe den Bus verpasst, dann habe ich kurz überlegt, ob ich mich umbringe. Oder ob ich mit dem Bus fahre, ob ich mit dem Zug fahre und dann Ski 1,5 Stunden zu Fuß. Ja, du, ich verstehe das zu 100%. Wow, war das schlimm. Ja, nein, aber das tut mir leid für dich. Homburg. Nein, das war so harter Cheerleader-Effekt da. Ja. Aber gut. Ja. Wie ist eure nach dem Saufen nach Hause kommen Routine? Also, ich fange mal an, weil deine sicherlich spektakulärer ist. Glaube ich nicht. Ich komme heim, nicht mehr oft vor, dass ich noch Wasser trinken, mache ich aber in 8 von 10 Fällen nicht, weil ich halt das große Glück habe, dass ich einfach fast nie einen richtigen Kater habe. Das bedeutet, ich komme heim, lege mich hin und denke mir eigentlich meistens, wow, du bist ja noch ziemlich fit. Wenn irgendwas noch auf dem Herd steht, dann frisst ich das ganz würdelos noch mit den Händen. Ja. So, aber ich denke mir, ich habe eigentlich gar keinen Hunger und die fahren das noch so halb voll und immer wenn ich vorbeigehe, nehme ich mir so eine widerliche Handvoll und am Schluss ist die echt fast leer. Ich habe viel mehr gegessen, wie wenn ich mir jetzt einen Teller rausgeholt hätte. Ja. Dann tue ich, wenn ich nicht zu besoffen bin, noch Zähne putzen. Wenn ich noch pissen gehe, dann bin ich sehr lange am Handy dabei und dann lege ich mich eigentlich hin und bin auch nochmal am Handy und dann penne ich. Ja. Es gibt zwar 3 Varianten. Es gibt einmal einen Kid-Rap ist noch ansprechbar besoffen. Ja. Dann tue ich Zähne putzen, nehme vielleicht noch Magnesium, trinke noch Wasser, ziehe mich aus. Das habe ich vergessen. Das sind so ein paar Highlights. Ich liege komplett mit dem Ganzen. Lege mich hin und denke, no, jetzt kann ich noch einen Podcast hören und schlafe ich immer einfach noch 3 Sekunden ein. Es gibt dann besoffener Kid-Rap, der einfach nur noch mit Mühe und Not heimgekommen ist und sich so, wie er ist, einfach irgendwo hinlegt daheim. Ja, das passiert mir selten. Wirklich irgendwo konversieren, dass du einfach auf der Couch liegst. Ja, also nicht erst auf dem Boden, aber also Couch oder Bett halt, ja. Aber meistens halt dann die Hosen ziehe ich meistens schon was, aber Socken, T-Shirt und ich mag es eigentlich auch nicht, ich bin jetzt da nicht so etipetete, aber ich mag es eigentlich auch nicht mit meinem Straßen-T-Shirt mich ins Bett zu legen, sondern da ziehe ich eigentlich schon immer ein anderes T-Shirt an. Aber da ist mir das alles scheißegal. Da putze ich ja nicht mehr Zähne, da nehme ich kein Magnesium, da trinke ich keinen Schluck Wasser, sondern da war halt dann meistens komplett perfekt auf. Und dann, je nachdem, wann ich ins Bett bin, so, aber wenn ich so richtig besoffen bin, war ich ja früher auf wieder. Also da kann ich nicht so gut aber pennen. Du wirst halt dann frühstücken, wenn es geht bei dir. Ja, und dann legst du dir nochmal 8 Stunden hin. Das schon, aber ab und zu geht es auch nicht. Also ab und zu vegetiere ich dann einfach vor mir hin. Wach auf nach 3-4 Stunden mit meinem eigenen Supper. Und es gibt dann, der Kid-Rap war auf einer Hochzeit, saubsuffen ich. Und das ist das Würdeloseste, was ich glaube ich so an mir selber beobachtet habe, wie ich hackedicht versuche, aus einer Fliege rauszukommen. Okay. Ja, ich bin schon 2-mal. habe mich fast selber erwürgt. Ist so schwer, aus einer Fliege rauszugehen? Ja, keine Ahnung. Aber wie keine Ahnung? Eigentlich ist es nicht so schwer. Du musst eigentlich nur aushackeln und dann ist sie raus. Aber ich habe es 2-mal schon nicht hinbekommen. Einmal habe ich mich dann einfach komplett mit dem Himmel mit der Fliege und einen komplett roten Kragen habe ich mich hingelegt. Und letztes Mal war ich kurz davor, dass ich es abschneide. Nach dem Lotus seiner Hochzeit, da war ich dann, das hat mich so unendlich zuwider gemacht. Und da wollte er dann nachher noch mit dem Tobi noch saufen. Und ich bin nicht aus dieser Fliege rausgekommen. Das tut mir viel leid. Ja, aber da habe ich es dann geschafft. Was ist mit der vierten Option vom Kid-Rap? Der Mann muss in einen Topf ziehen. Also, ja gut, das war dann der erste, der denkt, der hat noch nicht genug. Das ist eigentlich der nach dem Bierzeit Kid-Rap. Ja, es ist eigentlich der, ich bin im Büro und denke, ich bin noch nicht besoffen genug und das ist kein Bier mehr da. Dann. Also, beziehungsweise, wenn du allein bist, trinkst du kein Bier mehr, weil du bist ja kein Scheiß Alkoholiker. Nein. Aber ein Bongtopf, kannst du sonst nicht schlafen. Nein. Ja, das ist, wenn ich nur zu aufkratzt bin, wenn ich früher Jägerbull oder so gesoffen habe. Und dann denke ich, jetzt ein kleiner Schlafbongtopf und dann in der Früh aufwachen, weil dir geht und Bong umschmeißt und jetzt schnell unter der Bürocouch. Das ist halt wirklich passiert, gell? Ja, schon, ja. Wer ist da gekommen? Der Tom. Und da war dann unser Azubi. Aber jetzt nicht gesehen, gell? Ich glaube nicht, nein. Der Trottel. Ja. Ja. Ja, das Gras heutzutage ist ja nicht mehr normal. Nein, das Schädel anders. Ja, schon. Ja, ich glaube, der größte Fehler, den ich halt mache, weil ich ja 3-4 Mal im Jahr kiff, ist, dass ich da immer pur kiff. Weil früher hast du ja bei Gras sowas selten aufzutreiben, das war und also daher hast du ja auch mit Tabak gemischt und da ist natürlich, dass du nicht so behindert wirst. Aber wenn du nicht oft kiffst und dann einen Bongtopf ziehst, das ist ja wie wenn du
als Nicht-Trinker, glaube ich, so eine Viertel die Flaschen Schnaps unterwegs. Ja. Aber wurscht. Das ist was für wann anderes. Ja. Was steht die Woche an? Ich bin morgen auf einer Hochzeit, also ich bin am Samstag auf einer Hochzeit. Werde im Fiat schlafen, wird ganz geil. Ich habe eine große aufblasbare Matratzen, so riesig. Ich glaube, die müssen gerade schon reinpassen. Ja. War viel einfacher, einfach eine Klappmatratze, aber ich möchte es irgendwie. Ja. Und ja, das bedeutet dann einen Alkoholtester gleich ausprobieren. Dass ich am nächsten Tag auch ja nicht vor 17 Uhr loskomme. Freue mich schon. Das findet auf einem großen Hof statt. Also erst auf dem Schloss, dann auf dem Hof. Und kann nett werden. Ja. Und wichtig, Conor McGregor kämpft von Samstag auf Sonntag gegen Max Holloway. Meine Prediction dafür ist, ich schätze, dass Conor McGregor in der 3. oder 4. Runde leider TKO geht. Also nicht Technisches K.O. Danke. Also nicht kalt ausgenockt wird, sondern ja, ich sage ja, er kassiert eine, dann wird er am Boden gehen und dann haben wir da auf einmal ein. Und dann wird er abgebrochen und dann steht er wieder auf, schaut er so. Und ja, aber vielleicht, also das schätzt so, denke ich mir, das ausgehen wird. Aber es gibt auch die Option, dass der McGregor in der 2. Runde ausnockt. Nach der 2. Runde knockt er auf keinen Fall aus. Dann ist der Kampf gelaufen. Ja. Ja. Und der Kid Rap, und da bin ich auch sehr neidisch, muss ich sagen, wenn ich das für die gleich vorgreifen. Also mich freut es irgendwie. Ja. Kid Rap geht aufs Waldfest. In Greit, ja. Ja, zwar mit lauter Menschen, die ich gern mag, und mit dem Flo. Ja. Ja. Nein, also es war jetzt auch schon ewig nicht mehr. Ja, und ich erst einmal in meinem Leben. Ja. Es gibt aber, ich habe ja schon geschaut, wenig Daten wollen. Es war eins von den wenigen Tage, wo wir kennen, wo nicht länger reserviert ist. Aber müssen wir mal schauen, ob noch mal eins geht. Ja, der ganze haben einen Auftritt, da habe ich schon geschaut. Ja. Ist der wichtig, der Auftritt, oder ist das, was man. Können wir das, sonst schauen wir danach oder vorher die. Ja. Genau, und ansonsten ist noch Wimbledon. Das ist natürlich, werde ja vom Fernseher sein und Wimbledon schauen, ist schon Tennis, oder? Ja. Halbfinale Zverev gegen Ferry und Sinner gegen Djokovic. Ich mag noch nicht, dass der Zverev wird. Also ich hoffe, dass der Ferry heute im Halbfinale gewinnt. Ich glaube, die spielen gerade. Und ich schätze, dass der Sinner gegen Djokovic gewinnt und dann. Spielt der Boris Becker noch? Ja. Das ist der einzige Tennisspieler, den ich kenne. Der spielt noch. Und die Frau, Steffi Graf. Scheiße, ja. Waren die nicht sogar zusammen dann? Kann sein, ja. Das war alles, was ich über Tennis weiß. Ja, ein guter Spieler, der Becker. Ja. Und der Besenkammer auch. Puh, nicht schlecht. Ja. Da hat er die ganz alten Lamellen, oder? Ja, schon, ja. Ne? Habe ich schon wieder vergessen, bis du das erwähnt Bin hast. schon ein bisschen auf dieser Erde. Ja, das merkt man, ja. Ja. Ja, und dann sind ja alle coolen Sportevents vorbei. Ja, Los Brutalos aber dann ein Album, das ein bisschen süßer wird. So, dann sind die Pop-Richtung, glaube ich, werden wir jetzt komplett gehen. Ja. Dann mal schauen, einfach wegen dem Geld. Ja. Schauen wir mal, ob es fruchtet. Soll man den Titel schon sagen, oder? Mach gern. Lebe, Liebe, Lache wird das heißen. Und es ist einfach Anliegen, jetzt nach dem ganzen Rumgestänker und so, die ganzen Saufmusik. Den wir mit Sommer so hardcore Gas gegeben haben. Ja, möchten wir jetzt da anknüpfen und schauen, dass halt einfach die Leute was Positives aus der Musik mitnehmen. Ohne Party, ohne Drogen, ohne Alkohol. Einfach zu sagen, dass wir, und vor allem Thema Karma. Ja. Das mal nochmal ein bisschen mehr aufstocken, das Karma-Konto. Und vielleicht ist es klar, wir machen uns darauf gefasst, dass es natürlich ein paar negative Stimmen geben wird zu Liebe, Liebe, Lache. Aber es gibt ja immer, man muss sich weiterentwickeln als Künstler und man verliert vielleicht 100.000 Euro-Fans, aber gewinnt dafür 2.000. Nein. Ja, und das ist eine Plusrechnung, oder? Du kennst beim Mathezeugnis Note, oder? Ja, aber ich habe die Noten nicht verstanden. Ja. Das war echt eine komische Zahl, die ich nicht lesen konnte. Plus, minus. Gehen wir auf 0 raus, glaube ich. Ja. Also auf 0 Fans dann. Ja. Nein, wird gut. Freuen wir uns. Ja. Und jetzt halt ein Maul, oder? Sollen wir jetzt mal ein Maul halten? Nein. Willst du was sagen oder sollen sie jetzt ein Maul halten? Nein,
Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke.